Die letzten Jahre waren nicht ohne. Eine Negativschlagzeile hat gerade die nächste gejagt. In China hat mal jemand gehustet und ein paar Monate später steckt die Welt in einer Pandemie. Wo die langsam abflacht, dreht ein russischer Diktator durch und überfällt seine Nachbarn. Und plötzlich wird zu allem mit der Inflation auch noch alles teurer. Und ob wir über den Winter genug Strom werden haben, das weiss niemand so recht. Irgendwie muss das Leben aber immer weitergehen und jeder hat so seine Methoden, um nicht komplett durchzudrehen. Die einen stürzen sich in die Arbeit, andere suchen im Sport den Ausgleich. Und nochmal andere ziehen sich Dokus über Serienkillerinnen. Sozusagen das Übel mit noch mehr Übel bekämpfen. Minus und Minus gibt Plus und so Zeug. Apropos Serienkiller. Normalerweise sind die ja weit weg von einem. Meistens irgendwo in Amerika und längstens schon tot und somit ungefährlich. Aber was, wenn die vielleicht doch näher sind, als man meint? Um das geht es auch in der heutigen Geschichte. Der Max war gerade dran, die ersten Geschenke zu verpacken, hat ein paar Gutzli im Ofen gehabt und hat einfach ein bisschen Weihnachtsstimmung geniessen. Aber so richtig ist die bisher nicht aufgekommen. Die Welt war nicht gerade in ihrem besten Zustand und der Max hat all das nicht einfach so ausblenden. Um ein bisschen in Stimmung zu kommen, hat er das Radio laufen lassen. Dort sind Weihnachtssongs wie All I Want for Christmas, Underneath the Tree oder Santa Tell Me gelaufen. Nach 5 Songs am Stück ist es wieder mal Zeit für einen Block News gsi. Das ist das Nachrichtenupdate vom Montag, 5. Dezember. Augenzeuge glauben zu wissen, dass der Serienmörder Heinz H. aus der Strafanstalt Doppelmauer ausgebrochen sei. Die Strafanstalt hat das auf Anfrage weder bestätigt noch dementiert. Der Bevölkerung geraten, in den eigenen 4 Wänden zu bleiben. Der Heinz H. ist vor 5 Jahren gefasst worden, nachdem er 7 Leute auf brutalste Weise ermordet hat. Abtrennte. Der Max hat das Radio abstellen. Super, das jetzt auch noch. Nicht mal mehr Weihnachtssongs hat man mehr hören, ohne von Horrornachrichten verfolgt zu werden. In dem Ganzen inne hat der Gutzli im Ofen komplett vergessen. Erst als der Backofen geraucht hat, als wäre er der Keith Richards, hat der Max reagiert und die Fenster aufgerissen. Ihm ist plötzlich der Heinz H. in den Sinn gekommen. Ist es echt schlau, das Fenster offen zu behalten? Der Max hat im Erdgeschoss gewohnt. Ein offenes Fenster wäre da für einen blutrünstigen Serienmörder wohl eine regelrechte Einladung. Fenster also wieder zu. Am Max sind wieder alle Geschichten um den Heinz H. aufgekommen. Es war nicht eine von seinen Maschen, dass er bei seinen Opfern an der Tür geklopft hat, nur um sie gerade noch an Ort und Stelle zu betäuben und zu verschleppen. Je länger der Max über all das nachgedacht hat, desto unwohler hat er sich gefühlt. Wieso hat er auch nur die Nachrichten hören? Er hätte sich ja denken, dass das nichts Gutes mit sich bringt. An Geschenke einpacken war irgendwie nicht mehr zu denken. Und wenn er sich jetzt ablenken soll, das hat er irgendwie auch nicht gewusst. Im nächsten Moment rutscht am Max das Herz regelrecht in die Hose. Bildete sich das gerade alles nur ein? Früher hat der Max nämlich noch öppe mal Sachen gehört oder gesehen, die eigentlich nicht real waren. Aber damals hat der Max auch noch ordentlich gekifft und andere Substanzen genommen. Das Einzige, was er aber an diesem Abend konsumiert hat, war ein Pfefferminzteli. Der Max hat die Küchenschubladen aufgemacht und die schwerste Pfanne rausgezogen. Langsam hat er sich in Richtung Eingangstür begeben und dort durch den Türspion gegüchselt. Dort
Hat er aber niemand gesehen. Mit der Pfanne in der Hand hat er sich dann in die Stube aufgemacht. Ganze 2 Minuten ist es ihm gelungen, bevor ihn die Panik wieder packt. Er hat an seine Nachbarin Jessie gedacht. Mit ihr hat er zwar nicht wahnsinnig viel zu tun gehabt, aber wenn sich die zwei amigs über den Weg gelaufen sind, haben sie es immer gut zusammen gehabt und sind dann auch gerne mal in der eigenen Wohnung oder in der vom Gegenüber verhockt und haben über alles Mögliche geredet. Jessie war immer die Ruhe in Person. Er hat sich dazu entschieden, bei ihr zu läuten. Als der Max im Gang gestanden ist und bei der Jessie geläutet hat, ist ihm etwas wieder einmal bewusst worden. Es geht amigs verdammt lang, bis Jessie die Tür aufmacht. Sonst hat ihn das eigentlich nie gestört. Aber jetzt, wo er ein bisschen Schiss hatte und sich im gleichen Moment auch genau für das geschämt hat es die ganze Situation irgendwie nicht besser gemacht. Und dann, endlich, geht die Tür auf. Hey Max, ist deine Herdplatte kaputt? Hä? Wieso meinst Du trägst eine Pfanne mit dir rum. Willst du etwa bei mir kochen? Kannst ruhig reinkommen. Habe noch nichts gegessen. du? Ah, die absurde Geschichte. Hast du vorher das Gepolter an meiner Tür auch gehört? Bei dir in dem Fall auch? Ja, und ich habe gemeint, ich hätte mir das vielleicht eingebildet. Sicher wie der alte Huber. Hast das Gefühl, dem seine Medis in letzter Zeit nicht mehr richtig dosiert. Haben wir darum nichts gross dabei gedacht und es geschickt ignoriert. Ja, ich habe eben ein ungutes Gefühl, dass es nicht einfach nur der Huber ist. Gell, du hörst kein Radio? Radio? Haben wir das Jahr 1999? Für etwas gibt es ja Spotify und so. News in diesen Tagen ziehen einem nur runter. Ich sage schon lange Nein zu schlechten Vibes. Aber wieso meinst du? Man vermutet den Heinz H. sagt draussen. Jessie hat sich zwar nichts anmerken lassen, aber für einen Bruchteil von einer Sekunde war auch bei ihr der Schrecken im Gesicht erkennbar gewesen. Aber Jessie wäre eben auch nicht Jessie, wenn sie nicht genauso schnell wieder ihre Coolness finden würde. Oh wow. Und jetzt? Willst du einen goldbraun bröteln? Hat Jessie gemeint und mit ihren Augen auf die Pfanne gestarrt, wo der Max jetzt noch fester gehabt hat als vorher. Hat eher so gedacht, eins über zu bröteln. Beide haben verstohlen gelächelt, wo der Moment von der Leichtigkeit aber wieder abrupt verfliegt. Schmerzverzerrtes Gejaule ist aus dem Keller gekommen. Jesus, steh mir bei, lass nicht so enden. Hat die Stimme ausgestoßen. Jessie und der Max haben einander jetzt ernsthaft angeschaut. Jessie hat hinter sich gegriffen, ohne den Blick von Max abzuwenden, und hat auf einmal einen Baseballschläger in ihren Händen gehabt. Der Max hat Jessie mit vielen Fragezeichen im Gesicht angeschaut. Sie entgegnet nur: Zur Abschreckung. Wenn mir einer dumm kommt, hat bis jetzt schon immer geholfen. Mit etwa 50% Heldenmut und anderen 50% Zweifel daran, dass sich ein Serienmörder von einer Bratpfanne und einem Baseballschläger beeindrucken lasse, haben die beiden sich Schritt für Schritt die Stege drauf bewegt. Der Max hat sich plötzlich gefragt, ob es nicht gescheiter wäre, wenn er den Baseballschläger hätte, wenn er doch vorausginge. Und mit jedem Schritt weiter runter war er sich sicher, dass es eine dumme Idee war, jetzt den Held zu spielen. Aber richtig denken hat er nicht mehr können und Jessie allein die ganze Sache ausbaden lassen, das hätte er sich niemals verzeiht. Oh, wow, Herr im Himmel, wie habe ich das verdient? Hat die Stimme aus dem Keller sich wieder gemeldet. Jessie und der Max sind dieser Stimme immer näher gekommen. Die Kellertür ist offen gestanden und das Licht war an. Jessie und der Max haben jetzt mit jedem Schritt fester nach dem Baseballschläger respektive der Bratpfanne gegriffen, bereit zum Leib und Leben verteidigen. Jetzt sind sie im Keller.
Wenn sie jetzt um die Ecke abbiegen würden sie endlich sehen, was da los ist. In ihrer Nase hat sich inzwischen ein grässlicher Gestank festgesetzt. Irgendetwas ganz Übles muss da unten passiert sein. Ob Jessie und Max diese Nacht heil überstehen, das erfährst du morgen im zweiten Teil dieser Geschichte.